Good morning. Vandaag lezen we de Geschichte dat schwere gewesen, genommen uit Hebräer 4, Versen 14 durch 16. Jason voll sich in Bett schuldig, als hij sich gerade möchten schlafen gehen. Hij wie vandaag bij zijn vriend zijn huis gewas, en hij en zijn vriend hadden een film gekeken, wat zijn Eltern am ganz oft gesagt hadden. Hij wist dat wir nicht een guter film. Aber sein Freund wollte dat so gern kijken, en hij had bloß nicht Nerven gehad dat auf te sein. En dan, als zij eerst fertig hadden met den film, dan hadden zij nog goed dran gespoest. Hij wist dat zij hadden dingen gesagt, wat zij erschlag wären. Hij zag zijn Bibel door op zijn commode leggen. Ik heb vandaag nog niet mijn Bibel gelezen, zei hij te zich selbst. Aber mir jankert dort von der bloß nicht. Ich habe auch noch nicht gebet von der. Vielleicht soll ich noch schwer in Gebet sein. Aber Gott will allemal nicht von mir hören von der. Hij ist mir sicherlich da, dat ich nicht so erschmockt wär. Und damit lädt hij sich im Bad und probt anzuschlafen. Dort dir natet stout, aber mit der Zeit kann hij anschlafen. Den nächsten Tag nach der Schule wie hij ein Stout allein thuis. Hij nahm sich een bal en fang an der grote stoof den bal in de wand te schmieden. Dat is een goede ding dat Mom en Papa nicht thuis sind. Doch hij te sich selbst. Sie würden mir sehr doll sein, wenn sie das sagen. Und dann würden sie mich sicher bestrafen. Hij schmiert den Ball noch einmal nur den Bein. Kraak so hastig liegt die neerstrome glasne lamp op de vloer in duizenden fine bieten. Hij neemt zich schwen een basem en veert dat glas op en smijt dat in de meldhuis. Den avond, nu ovenkast, vroeg zijn papa aan als hij would wel een knipspraat spelen met hem. Dit ging hem gewoonlijk zo schijn, aber von der kann hij zijn papa bloß nicht in de ogen kijken. Hij is bloß am interessiert von der nicht. Na, wirst dann lieber Dombrad spielen? Oder buiten gewoon Ball spielen? Vroeg zijn papa. Nu pleert am zijn gewesen al zo sehr, dat hij bloß nicht länger kann still sein. Papa, du wirst nicht wel mit mir spielen, wenn du erst weißt, wo so fragt ich gewesen, zei Jason. Met Tränen in seine Augen. Hij vertelt papa wo hij de lamp had tweegebroken. En hij vertelt hem ook wo hij gisteren wie ongehoorzaam gewas als hij met zijn vriend weer top gewas. Mir ist dat so schade, dat du nicht best gehoorzaam gewas, zei papa. Aber ich zie froh, dat du mir dit vertelt hast. Ich dacht, du wirst mir so doll sein, zei Jason. Ich sehe nicht so erschaftig mit dir, sagt Papa. Aber uns himmlischer Vater hat uns ein Vorbild gegeben, was wir sollen nun folgen. Er ist immer willens, uns zu vergeben, wenn uns der Sinn leid ist. Und wenn wir unsere Sünden bekennen zu ihm, und dann wascht der alle weg und merkt uns Hort ganz rein. Dann können wir wahre gute Gemeinschaft haben mit ihm. Kann sein, dat die erst so schwer war an den gewesen. Und die erst dort wirklich leid. Ich vergebe die dort auch. Damit fällt Papa arm und hält ein Stück gefasst an sein Hort. Ich war bloß verlangen, dat du die Lampe tun lässt, mit dein eigenes Geld. Und dat du ein gutes Stück nicht mehr kannst, bei den Freund sein Haus sein. Vielleicht wird die dort nicht so erscheinen, aber die Bibel lehrt uns, dass wenn wir andere Wort errichtet andaunen, dann soll wir auch uns Beste tun, dort wahre Recht zu merken. Dort wird deine Mama ihre Lamp, und ich glaube, du sollst die betonen. Dort do ich auch sehr ehrlich, zei Jason. Ich will so gern dit schwere Gewesen loswerden. Und ich blieb auch wahrlich weg von mein Freund sein Haus. Ich will nicht mehr mich lassen bereden, so ne Dinge zu tun, was nicht reich sind. Dort ist dort bloß nicht wert.
Luter den Ovend, als hij sich ware reidmjök zum Schlupen gehen, dacht hij noch einmal ware alles, wat passiert wär. Hij wist, wat hij had nicht wollt mit seine Papetop spielen, bloß wegen hij wie eingehorsam gewas. Hij had seine gute Gemeinschaft mit sein Vater gebrochen. Hij wist dat ook, dat hij had seine gute Gemeinschaft mit Gott gebrochen. Hij had nicht einmal kunt beten oder die Bibel lesen, wie in arm sein gewesen, so er plären deut. En Krieg durch knäut hij sich han besiedbart en früh Gott um Vergebung. En dann nahm hij seine Bibel en los Gott sein Wort. Danach kann hij viel leichter anschlafen. Frauen, hast du mal irgendeinen anderen Weg getan? Hast du irgend Sinn begonnen, was die an dein Gewissen plagt? Falls du die auch so, als du kannst nicht mal andere in die Augen kicken, oder wirst nicht mehr mit deinem Top seinen, wenn du hast dir was errichtet angedonen? Falls du die schuldig, glaubst du vielleicht, dass Gott es die da, wenn du hast was artig getan? Gott sagt uns in sein Wort, dort er wird uns immer unsere Sünden vergeben, wenn uns dort leid ist. Und wie unsere Sünden bekennen zu an. Gott ist immer leuftulich und reut uns hart rein zu waschen von unseren Sünden. Und er will hier eine gute Gemeinschaft haben mit uns. Wenn du irgendwas an dein Gewissen hast, dort zu Gott bekennen und nehm sie nicht Gegenwart an, Vergebung an, dann ist deine Schuld weg und dein Gewissen war klar. Und dann, du dein Bestes dort recht zu merken mit dem, wem du gestiert hast, dann wirst du wahre Friede haben im Hort und gute Gemeinschaft haben mit Gott, auch mit anderen Menschen. Zum Utwendig lernen, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Bekenn deine Sünden zu Gott. So Dank sein.